Russische Bedrohung an der NATO-Grenze zu Finnland. Satellitenbilder an das Feld in Kamenka zum Beispiel, 60 Kilometer von Finnland entfernt. Im 2023 war das Gelände noch leer, aber seit letztem Jahr stehen dort immer mehr Zelte. Russland rüstet hier zwar nicht so stark auf, wie das bei der Ukraine der Fall war, aber der Prozess dahinter sei ähnlich. Der Marco Eklund nimmt es ernst. Tensions are higher and also capabilities. There's more and more stuff in our borders. So I can't say that threat is not rising. 1300 Kilometer lang ist die Grenze zwischen Finnland und Russland. Dieser Grenzzaun ist neu und soll leicht zugängliche Stellen schützen. Er ist laut der Nähe zu Russland gewöhnt. We cannot see them. Sometimes we hear they are doing some work there in the woods, but actually they don't cause any problems here for us. Natürlich ist das eine Bedrohung, aber ich habe hier an der Grenze so lange gelebt und habe viel gesehen. Ich habe keine Angst. Ich habe das so gedacht, das nützt ja nichts. Anna Myllymäki aus der grenznahen Stadt Lappeenranta ist Teil einer zivilen Frauenorganisation, die sich mit Notfalltrainings auf Krisen vorbereitet. Sie halten nicht viel von Alarmismus. We also trust our military, so the military is doing a good job, and we have also prepared, for example, NVL trains women all the time. Vom Russischen Reich angegriffen worden. Der Krieg mit Russland aus der Vergangenheit bleibt.